Das muss gar nicht sein. Die nachfolgende Sendung ist die nachfolgende Sendung. Guten Morgen, guten Mittag oder auch halb Morgen. Wie geht es euch an diesem Dreckstag? Ich bin jemand, ich lege extrem Wert darauf, dass Content auf YouTube eine gewisse Qualität hat. Wie ihr anhand von meinen Videos nicht erkennen könnt. Ich war mal wieder auf YouTube unterwegs und hab mir gedacht, ich denke mir nichts Böses. Ihr wisst es, Leute. Schauspielerei ist eine Sache, die kann wirklich jeder. Deswegen ist für mich die Serie krass Klassenfahrt von extremer Relevanz. John und Kev haben Alkohol besorgt und Lorena meinte, sie muss auch was trinken. Glaubst du, die verträgt irgendwas? Die Reihe hat einen ganzen Boden voll. Nee, absolut. Da ist mir einfach jemand aufgefallen, der dort in der Episode einfach ein bisschen underacted hat. Ich finde, der hätte die Rolle einfach ein bisschen dynamischer und auch ein bisschen extrovertierter rüberbringen können. Das wird doch Konsequenz haben! John und Kev! Ihr beide! Ich werde euch auseinandernehmen! Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Holy shit. Acting à la Adi Totoro. Also Adi kann gefühlt genauso acten, oder nicht? Krass Klassenfahrt, der größte Müll. Krass Klassenfahrt, wirklich. Ich finde es scheiße, Mann. Freue ich mich doch schon auf die nächste Ausgabe. Direkt neben Villa der Liebe, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe das Gefühl, jeder von euch unterschätzt die gesamte Situation. Da fühle ich mich direkt so... Ist das die Regina? Wieso was macht ihr hier? Wieso ist Regina Premium. Regina ist da auch dabei! Fragst du mich gerade nach einem Date? Nee, man muss wirklich sagen, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit auf unnötig dumme Kommentare von mir gebe über diese Serien, Jonas gibt sich da wirklich unglaublich viel Mühe und man muss auch wirklich sagen, die Kameraqualität ist top. Was denn? Liebe Leute, dann ist mir Folgendes unter die Linse getreten. Katja, krasser Witz, war bei Jens in der Show tatsächlich. Katja, mein Lieber. Oh Mann. Hat dort ein wenig Alter. reflektiert über ihr aktuelles Leben erzählt. Jetzt ist die Musik, wo man auf 1 geht. Aber du hast 2 Waffen. Alter, aber die sieht ja wirklich ganz scheiße aus mittlerweile. Ey, Chat, ja, nach kleiner Real-Life-Story. Ich bin 2014 oder 2015 mal bei der Gamescom gsi, dann zumal, wenn ich noch Hochdeutsch Videos gemacht habe. Dann haben wir die auf der Straße gesehen in Köln. Gerade neben unserem Hotel, Mann. Gerade neben unserem Hotel ist sie ja auch am Chillen gsi. Und dann mit ihrer Mutter am Laufen oder so. Irgendetwas so. Schlagring hast du auch noch dabei, Ja, ne? Guck mal. voll Gold. Eine goldene. Gibt's noch irgendwelche Träume, Ziele? Ich sag dir ehrlich, mein Alter. Nee, also sie macht ja extra natürlich. Ja, jetzt nicht das Problem. Sieht zu uns aus wie eine Barbie, wo man im Go bei der Spielwarenabteilung sieht. Ja, aber es stimmt schon. Also, weißt du, sie macht es natürlich extra und es ist ihr als ein Charakter und darum polarisiert sie so fest. Das ist natürlich normal. Aber sie sieht wirklich Horror aus, Real Talk. Hast du sie abgeschleppt? Nein, aber deine Mama am gleichen Abend. richtig großes Ziel war immer, bei Stefan Raab in die Show zu gehen. Aber ey, das ist auch ein Hauptgrund, warum ich zugesagt habe. Sei mir nicht böse, ich feier dich. Aber weil Stefan Raab in der Regie sitzt, so... Hello, darkness, Knossi, Digga, ja moin. Ich sag's dir gestern. Ich finde, man sieht Katja an, dass die im Prinzip einen gewissen Teint hat. Jetzt hab ich mich gefragt, woher kommt denn das? Da bin ich aufmerksam geworden. Digga, Insko, wieso macht er jetzt noch Österreicher an? Ja, das gibt's doch nicht, ja man. Auf meine Lieblings-Beauty-YouTuberin Emma Six-Louise. Habe ich meine eigene kleine Lotion rausgebracht und zwar Nude. Leute, das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Man sieht einfach aus, als hätte man the glowing ass skin. Für mich war klar, ich will irgendwas mit Nudes machen and I love that. Ich bin so aufgeregt und ich hoffe einfach, dass euch das Produkt gefallen wird. Ich kann es nicht... Ich weiß nur, was ihr denkt die ganze Zeit. Ich weiß nur, was ihr die ganze Zeit wollt. Wieso schickt sie denn mir Kinder Nudes oder was? Was ist jetzt da am Boden gekriegt? Worte fassen, wie surreal sich dieser Moment anfühlt. Ich fürchte, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie unglaublich aufgeregt ich bin. Das muss gar nicht sein. Ich war schon immer ein großer Fan davon, eine gewisse Bräune im Gesicht zu haben. Um das Ganze genauer zu untersuchen, werde ich nur eine Gesichtshälfte einfärben, damit wir wissen, so sieht der Unterschied aus. Wir sehen uns gleich, wenn das Resultat vorliegt. Ich habe es jetzt mal für 20 Minuten einwirken lassen und habe gemerkt,
Der Selbstbräuner von Emma Louise ist so ein geiles Brett. And I love that. Ich habe selten so eine gleichmäßige Bräune in meinem Gesicht erblicken können wie diese und ich muss wirklich sagen, das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Wer für den Selbstbräuner hier nicht mindestens 7 Millionen Daumen nach oben schallert und diesen Kanal endlich abonniert und den Selbstbräuner jetzt einkauft, ganz ehrlich, bei dem kann ich nur sagen, verpiss dich! Fuck, das geht nicht raus? Was habe ich denn da gekauft? Scheiße, Alter. Digga, InScope, Mann. Das hier, Mann. Aber ist das ist ja nicht real gewesen, oder? Doch, das sieht wirklich so aus. Das sieht wirklich so braun aus. Ja, dann muss ich mir doch die Creme gönnen. So ein Ding ist das nicht.